Das Spiel ist angepfiffen. Erleben wir heute ein Wechselbad der Gefühle. Lassen wir uns überraschen, was für eine Partie uns diese beiden Mannschaften heute bieten werden, liebe Zuschauer. Durch diesen Ball wird der Rechtsverteidiger unter Druck gesetzt. Ja, so muss ein Tor aussehen. Unglaublich, das fängt ja gut an. Erst wenige Minuten sind gespielt und jetzt das. Dieser Freistoß war perfekt getreten. Sie stellen das Gros der Fans hier und heute und die machen jetzt Stimmung ohne Ende. Sie sind vorne, führen jetzt mit 1:0. Er versucht von da. Der ging genau in die Arme des Torhüters. Gegen Hanseaten. Das Spiel wird nach vorne getragen. Jetzt ein guter Ball und womöglich rappelt es dann wieder. Aus der zweiten Reihe. Gut getarnte Rettungsaktion. Jetzt pfeift er doch noch, da hat er sich aber viel Zeit gelassen. Herakles. Wichtiger Ballgewinn und sofort geht's weiter. Und wir hoffen, Sie sind bei der nächsten Begegnung wieder mit dabei. Bleiben Sie sportlich. Viel zu unpräzise gespielt. Gute Einzelleistung bis hierhin, aber jetzt muss er abspielen. Rechter Flügel. Die Flanke geht in die Mitte. Ein klasse Tor. Damit haben sie ihren Vorsprung verdoppelt. Brillant gekürzt. Komfortabler Vorsprung jetzt trotzdem. Es würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt schon anfangen, auf Zeit zu spielen. Sie kommen so langsam richtig in Fahrt, oder Wolf? Sie scheinen das Spiel völlig zu kontrollieren, oder Hansi? Also da gibt es, denke ich, keine zwei Meinungen. Absolut unschöne Aktion, Freistoß. Gelbe Karte. Und damit dürfte auch klar sein, dass er sein Zweikampfverhalten in diesem Spiel überdenken muss und sich jetzt etwas zurücknehmen muss. Erklärt die Situation. Gegen Peloponnesos. Sie haben alles Menschenmögliche getan, um den Ball aus dem Strafraum zu halten.
Die Verteidiger haben hier wirklich das Nachsehen. Oh, der probiert's. Tellt's dann. Er kommt hier zu spät, trifft nur den Mann und deshalb Freistoß. Gefahr fürs erste gebannt, aber der Einwurf kann sich teuer zu stehen kommen. Den Grafscher. Er könnte ihn in die Mitte zirkeln. Er zieht von da ab. Den holt sich der Keeper. Gegen Ballpass. Rechts außen. Geklärt. Da haben sie sich rechts eine schöne Chance herausgespielt. Mit fantastisches Tor. Jetzt sind sie eindeutig im Vorteil. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Sein zweites Tor in dieser Begegnung. Der zweite Treffer hat ihnen bereits viel Selbstvertrauen gegeben und es würde mich nicht wundern, wenn wir noch mehr tun. 3:0. Jetzt wird das Ding hier zum Selbstläufer. Und ab geht's zum Pausentee. Die Spieler verlassen das Feld und gehen in die Kabine. 1:0 zur Pause, Hansi. Kriegen wir in Durchgang 2 noch mehr zu sehen? Die Führung ist natürlich vielversprechend und die Tatsache, dass sie keinen Gegentreffer zugelassen haben, macht Mut. 2:2 zur Pause, na so kann's doch weitergehen. Sparta Rotterdam. Die zweite Hälfte läuft und ich würde mich nicht wundern, wenn sie besser wird als Durchgang 1. Für die zweite Hälfte haben die Teams auf dem Spielfeld jetzt die Seiten getauscht. Von da aus könnte er eine Flanke bringen. Der Ball kommt flach herein. Er zieht aufs Tor. Das war ein absolutes Traumtor. Damit stehen alle Zeichen auf Sieg. Die zweite Halbzeit hat doch gerade eben erst begonnen. Hervorragend gemacht. Das war wirklich Fußball vom Allerfeinsten. (4:0). Da sollte nichts mehr passieren. Hier ist also doch Foulspiel. Keine Ahnung, ob die Pfeife kaputt ist. Flanke. Er versucht den Kopfball. Kein guter Versuch. Weit daneben. Die
Mitspieler bewegen sich gut vor dem Tor, also rein mit der Flanke. Stark gemacht vom Abwehrspieler. Eckball. Gegen Oud-van-Beek. Der Ball fliegt direkt vors Tor. Es sieht so aus, als wolle er flanken. Der Ball ist hinter der Torauslinie und das bedeutet Abstoß. 5 Minuten bis zur Pause. Der Rückstand beträgt nach wie vor ein Tor. Schlecht geklärt. Dadurch könnte noch mal was gehen. Helmond. Die Abwehr hat sich bis jetzt wacker geschlagen. Herakles. Hier ist er an falscher Stelle etwas zu ballverliebt. Solide Defensivarbeit, Zuspiel unterbunden und geklärt. Und jetzt wird's gefährlich. Völlig verzogen. Peloponnesus. Die Flanke kam von links, der Mitspieler war komplett frei, aber der Abschluss war nicht gut. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Und Schuss! Abgeblockt vom Verteidiger. Sparta Rotterdam. Und aufs kurze Eck gespielt. Ein wirklich bemerkenswertes Tor. Hier hakelt es Tore. Da ist ihm ein Hattrick gelungen. Der Mann zieht heute wirklich sämtliche Register. Dieser Ball war unhaltbar für den Torhüter. Es steht 5:0. Sie treffen, wie sie wollen. Es gehört schon was dazu, sich diesen Ball zu holen. Und er fängt den Pass ab. Der Ball bringt da doch etwas Unruhe rein. Ein klasse Kopfball beendet die Aktion. Stark gemacht. Fast wäre er da durchgekommen, aber gute Verteidigungsarbeit, nur Eckball. Eine Vorlage direkt vors Tor. Da schraubt er sich hoch und köpft aufs Tor. Er hat ihm den Ball abgenommen. Klasse gemacht. Linke Außenbahn. Das wird gefährlich. Gegen Oud-van-Beek. Das ist der Schuss aufs Tor. Jetzt kann er den Ball von rechts hereinschlagen. Von da aus könnte er eine Flanke bringen. Gegen Peloponnesus. Den will er jetzt reinmachen.
Das wäre fast richtig teuer geworden, aber die Abwehr hat da blitzschnell reagiert. So gibt's Ecke. Der Ball fliegt direkt vors Tor. Schöner Kopfball raus aus der Gefahrenzone. Und Schuss aus halber Distanz. Er sucht den freien Mann in der Mitte. Jetzt flankt er den Ball. Das haben sie gerade noch weggebogen. Nichts geht mehr. Das war's. Um Haaresbreite gewinnen sie dieses Spiel. Also, das war's für heute. Recht herzlichen Dank, Hansi. Also, es war herrlich, Wolf. In der Hoffnung, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Machen Sie es gut und tschüss.